Welkom voor een nächsten video. En de vraag van jou is, hoe kan ik God in mijn Auldachschen leven dienen? So, mijn naam is Gabriele Kroon en ik freue mich, dat je erbij bent. God heeft een woord van jou voor die. En dat eerste mocht ik die mal 2 versen een beetje doorlezen van Reema 12, de eerste 2 versen. Wat zegt dat en de Bibel wörtlich van jou? Brüder, wils Gott so viel Genot en Mitleid mit jünd bewiesen hat, ermahne ich jünd, auch jünd Körper, Gott zu geben, aus einen heiligen, lebenden Opfer, dat Gott annehmen kann, lot dat jünd jästlicher Gottesdienst sein. Wat is een geestlicher Gottesdienst? Een geestlicher Gottesdienst is niet bloß een Jebäd, sondern dat is mijn Körper, dat is mijn leven. Dort, wat ik wirklich zie. En de nächste Vers sagt dann, so laat je niet en stelt je niet zo aan als deze Welt. Je zullen der jene nieuwe Gesinnung, nieuwe Gedanken, wat man sein kann, verändert worden, dat je weten kann, wat Gott zijn willen, wat goed en angenehm en vollkommen ist. Wer wünscht sich dort? Gottes Willen wirklich zu weten, dort zu weten, wat Gott angenehm ist, wat gut ist. En liebe Mom, so ich seine Mom, mein täglicher Dach ist, mit den Kindern zu sein, die abzutragen, ein Haushalt zu haben. Wir haben noch eine Arbeit steht, ich weiß nicht, wo dein Dach ist, dein Dach für Dach. Und ich habe viele Frauen in der letzten Zeit gekriegt, wo kann ich wirklich mutig sein am Dach? Wo kann ich wirklich ein Leben führen, das Gott hat gefallen kann? Oder wo kann ich wirklich Mut haben für das Leben? Und da möchte ich die mit diesen Versen sein. Was ist das Wichtigste im Leben? Das Wichtigste im Leben ist Jesus. Gott, den Glauben. Den Glauben an Gott. So, wo kann ich dort anwenden? Wo kann ich anwenden, dass meine Kinder lernen können, dass nicht bloß Sonntag in der Kirche Gott da ist, sondern durch den ganzen Tag? Wo kann ich dort leben? Wo kann ich vorab Selbstmut haben? Nummer 1 möchte ich Titel sprechen. Seh Gottes Jen wird jeder Tag. Das mag nicht vorzeitig zum morgens die erste Stunde sein oder die mal knapp 5 abstunden. No. Merk den Glaubensleben aus jeder Tag, für jeder Stunde. Manchmal dann kommt der Tag draußen morgens ab. Alles steht tätig ab oder dort strahlt oder was immer. Und du denkst, man, ich habe war nicht Zeit für Gott gehabt, aber verurteil die nicht davon. Wie sind Mamas oder wo immer den Tag rannt, wenn du auch nicht Kinder hast. Dan rand fährt noch der Dach verdreht drum los, aber nimm dir am Dach Zeit, wirklich Gott zu kennen, Gott, wo wärst du? Ich lade dich ein, wirklich mit mir zu sein. So, mein Leben soll ein Gottesdienst sein, mein Leben soll Gott wirklich gefallen. Dort meint so viel, jeder Tag, nicht bloß dort, was ich am Sonntag tue, oder dort, was ich tue, wenn ich beten tue. So, mein Tag, mein täglicher Tag, das mit Kindern, mit meinen Kindern, mit der Arbeit, mit meinem Mann, mit der Familie, mit Freunden und mit Menschen. Alle wollen Glück durch, ein Gottesdienst zu sein, ein Leben zu haben, was Gott in ihr gibt. So, du beträgt so viele Dinge an, was tue ich den ganzen Tag, was sind meine Gedanken. Diese Versen sein, unsere Gedanken sollen verändert werden, unsere Gedanken sollen rein sein. Und alles, was in unsere Gedanken kommt, das kommt, was wir nur tun. Das ist dort, was du nur denkst. Du möchte ich die Leute früh Mut mehr. Und wenn du weißt, ein Gottesdienst jeder Tag haben, wenn du im Körper ein Leben nur Gottes Willen haben, was gut ist, dann denk nur, was Jesus wird tun. Denk nur, was wird Gott tun. Du kommst vielleicht in eine Situation mit deinen Kindern oder mit deinem Haus oder mit deinem persönlichen Leben. Oder du hast eine Frau, die, was wird Gott tun? Was ist hier wirklich reich? Rein nicht dort nur, was alle tun, dass die busig sind und was die alles perfekt muss haben und alles muss sehr gut sein, sondern kick, was wird Jesus in deiner Situation tun, für den Tag und Tag. Und wenn du magst, du kannst wirklich mit mir mitbeten. Vor dem Himmel, ich sage dir Dankeschön, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Dass wir noch dein Wort wirklich leben können, dass wir das lernen können. Heiliger Geist, ich lade dich an, in mein tägliches Leben zu sein. Dass ich dort handkriege, was Gott von mir macht. Nicht, was der Stress um mir herum ist. Lenk meine Ohren und meine Gedanken auf dein Wort. Und vorher, ich sage dir Dankeschön für deine große Liebe.
En ik spreek deze live über jeden Tochter uit. Feil Gottes Jeenwoord, zie Gottes Jeenwoord. God leeft die. Für jeder Tjumel, God leeft die. En God mocht met die taub zijn. En ik zie die. En voordat ik zei die Dankeschön für jede Person, die het hoort, mocht ze erfüllt zijn van die life. En dat wordt voor die is, voor jeden niet dat God die leeft. Du bist gewählt, lieve Frau. Seh Gottes Jeenwoord. Voll die nicht schuldig, wenn du das ein Tag nicht handkriegst, sondern steh ab. Sieh mutig. Wenn es deine Gedanken, deinen Mut, das beeinflusst die ganze Familie. Du bist gewählt, was Besonderes zu sein in deiner Familie. Mocht Gott die segnen. Und wenn du Frauen hast, die kannst mir sehr well schreiben.